Hallo, ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil auf Pelzig. Ja, wie versprochen, gehen wir nochmal rechts in den Außenbezirk rein. Dann gehen wir da nochmal in den komischen Spiralraum, was auch immer das da ist, Sackgasse-Raum. Und dann durch die Verschlosse der. Sollte noch ein Plan klingen, ja. Was wir auf jeden Fall noch machen werden, ist die Farbbänder erstmal fort. Die braucht gerade kein Mensch. Kerosin müssen wir uns auf jeden Fall noch besorgen. Da ist leider keins mehr übrig. Ich muss gerade mal gucken. Wo war nochmal die Karte? Genau. Ja, das ist mal ein bisschen zu weit weg, um ehrlich zu sein, der ganze Kram. Wir gehen jetzt einfach mal raus und versuchen unser Glück. Wobei, das sind eine ganze Zombies, die da entstanden sind beim letzten Mal. Würde ich eigentlich echt ungern ohne Kerosin hier rausgehen wollen. Ja, der dappische Türgriff. Ich hoffe, der fällt nicht irgendwann ab, sodass ich da nie mit durchkomme. Ne? Oder dass vielleicht in der Sequenz sogar dargestellt wird, dass das Ding abfällt. Oh Gott, stimmt, so weit sind wir sogar schon, dass da jetzt die Zombies auf dem Flur rumliegen. Müssen wir in die Richtung gehen, oder? Ja, ist die Richtung. Scheiße. Es gefällt mir jetzt schon überhaupt nicht, dass hier die Zombies schon überall rumliegen. Ich brauche Kerosin. Ich brauche das Zeug sogar relativ dringend, weil hier im Korridor war auch alles vollgemüllt von deiner Kackviecher. Bin das nur ich? Ja. Ich wäre schon echt paranoid, ihr liebe Leid. Hier waren ja lauter Zombie noch rumgelecker. Aber wenn die wieder auf der Bä wären, dann würden die jetzt hier schon rumstolpern. Ich bin einfach übervorsichtig mittlerweile, ohne Scheiß. Ach Mann. So genau, hier, aber hier draußen waren wir doch eigentlich schon, oder? Hä? Wasser! Nee, Scheißvieh, lass mich los! Du Mistviehhund! Böser Junge! Okay. Warte mal, hier haben wir aber Kerosin, ja. Stimmt, das war der Grund, warum ich ursprünglich hier wollte. Genau. Okay, dann nehmen wir noch das. Ja. Und wir nehmen noch rotes Kraut gleich mit. Dann können wir das nämlich kombinieren und gleich mal so schlucken. Okay. So rum war das. Genau deswegen wollte ich doch nochmal hier. Ich erinnere mich. Ist halt leider auch schon mit ein bisschen her, seit ich das letzte Mal gezockt habe, ihr liebe Leid. Deswegen kann doch so ein Quatsch noch vorkommen, dass ich sowas vergesse. Okay. Also wieder rein. Mal wieder ein bisschen in Position bringen hier. Ja, ich stehe wieder in Position. Ist der noch hier, oder? Ich muss um die Ecke. Ja, da ist er. Wir gucken mal, ob wir die Schweine hier anzünden können. Und zwar beide, kombomäßig. Wir halten 2 Fliegen auf einen Streich. Ja, super. Hat das doch funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Sehr schön. Beide von den Schweinepriester hier angezündet. Dann können wir uns jetzt nämlich draußen noch so Kerosinladung gönnen. Hoffentlich ohne Hund. Bitte. Bitte. Ohne Hund. Ich habe keinen Bock da noch. Okay. Jetzt haben wir wieder Kerosin. Und zwar 2 schöne Ladungen voll. Das ist doch schon mal was. Ach ja, ach ja, ach ja. Das heißt, wir können hier entlang. Die Zombie-Kadaver sind fort.
Wir können wieder ursprünglich zu dem Raum zurück. Ist doch die Richtung, oder? Gott, wenn ich mich hier schon wieder verlaufe. Alter, was ist denn los mit mir? Genau, durch die Groß der. Schlimm. Schlimm, wenn man Orientierung hat. Sogar in so einem Raum, in einem Gang verlaufe ich mich noch. Ich wäre der klassische Marcus Brody aus Indiana Jones. Du kennst doch Marcus, der hat sich mal in seinem eigenen Museum verlaufen. Ja, dann zünden wir auch noch an. Ich finde hier einfach sicher ist sicher. So, weg. Jo, der steht nämlich unmittelbar vorm Safe Room rum. Und das können wir nicht gebrauchen. Make Safe Room safe again. Das war verschlossen. Genau, das Wappen der Spencers war das. Dann können wir aber hier auf jeden Fall in den grauen Raum reingehen. Gott, erst 6 Minuten gleich rum. Ach Gott. Der Titel lautet: Bringe das wahre Licht zu den 3 Geistern. Das Bild eines Helden mit einem Armband. Es liegt hinter gelbem Glas. Da ist ein Schalter. Drücken. Nö. Das Bild eines Weisen mit einer Halskette. Es liegt hinter rotem Glas. Da ist ein Schalter. Nö. Oh, überall die Krähe außenrum. Das Bild von einem Heiligen mit einer Krone. Hinter gelbem Glas. Okay. Das war doch ursprünglich mal Heiliger mit Krone. Das war doch mal ursprünglich im Original dieses Rätsel ums Lever, wo es so drum ging, Weise mit Halskette, dass man von Baby bis alter Mann und Sterbebett dann das Rätsel lösen musste. Das haben sie anscheinend hier geändert, stelle ich was anderes, mit Heiliger. Lisa, geschützt von den 3 Geistern. Krone, Armband und Halskette. Ja, Armband, Halskette und Krone. Am Unterrand des Bildes ist ein Schalter. Okay. Krone muss grün sein. Jetzt gucken wir mal, wer alles eine Krone hat von den Hanseln. Armband, gelbes Glas. Das könnte es sein. Das müsste auch... Okay. Nee, das müsste orange dann sein. Das Armband muss orange sein. Ja, hat wieder seine ursprüngliche Farbe. Die Halskette vom Weiser ist violett. Ah, Purpur. Purpur stimmt. Krone grün, Armband orange. Krone. Ja. Grün, das stimmt. Ach. Da fehlt dir nur noch Halsband orange. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Viecher mich gleich attackieren werden, sobald das Rätsel gelöst ist. Und es ist orange. Das müsste jetzt eigentlich passen. Aber die Krähe, wenn ich mal die jetzt mal angucke hier, ne? Die ist schon cool gemacht, oder? Die sieht schon echt cool aus, die Krähe. Ich mag sowieso Krähe und Rabe, also generell alle Rabetiere sind großartige Wesen. Okay, die Lisa, die von den 3 Geister geschützt ist, drücken wir jetzt mal den Schalter. Und hier geht's raus. Ah, La Todesmaske. Und es ist die ohne Gosch. Alles klar. Sie haben den Dietrich verwendet. Jetzt kommen wir hier wieder raus. Das müsste... Okay, das war nur die Musik. Ich habe gedacht, Zombie-Stöhner. Das müsste uns jetzt dort wieder zu der Gruft führen. Genau. Genau, führt uns genau dorthin, wo wir die Todesmaske abliefern können. Dann fehlt uns ja nur noch Annie. Nur noch eine Todesmaske. Dann haben wir das auch erledigt. Ups, so, die ohne Gosch will ich aber. Das müsste... Maske passt genau. Hä? Okay. Dann gucken wir aber uns die erstmal an. Welcher Künstler macht sowas? Aber ich meine, fürs Lab oder so wären das schon geile Dinge. Ach, mit den vielen Details, die so drauf haben. Sehen schon cool aus, die Todesmaske. Fürs Lab wäre das schon was Geiles. Okay. Wir verwenden die natürlich mal. Das brauchen sie jetzt nicht. Doch, das möchte ich aber verwenden. Oder stehe ich gerade irgendwo voll wie ein Horst so rum? Das brauchen sie jetzt nicht.
Steinstatue mit Loch anstelle von Mund. Das ist ohne alles. Loch anstelle der Augen. Da muss es hier sein. Hä? Das ist der ohne Nas. Ich habe einer ohne Gosch. Das brauchen sie jetzt nicht. Ah, hier. Okay. Gut. Dann fehlt nur noch Anna, ne? Der sagt, der baumelt jetzt eh nur noch an ein paar Ketten. Also beim nächsten Mal, wenn ich da hochgehe, nehme ich eine etwas hochkarätigere Waffe mit. Weil ich befürchte schon fast, dass da was ganz Olveres rausgestolpert kommt. So ein richtig wiechte Kerl. Genau, da gehen wir jetzt immer durch. Und kehren von dort aus nochmal in die Galerie hier zurück. Lag da noch irgendwas rum auf dem Boden? Nee, das war nur eine Laterne hier. Okay. Na gut, dann haben wir den Bereich ja eigentlich auch wieder safe, ne? Meiner Rechnung nach ist der ganze Korridor jetzt hier eigentlich auch wieder relativ safe. Du ist jetzt nur ein Raum mit dem Wappe der Spencers und du ganz over können wir auch noch wohin. Eine Todesmaske fehlt uns noch. Naseriveler, der darf natürlich in Cam Let's Play hier fehlen von mir und vor allem in Cam Let's Play Teil mit Facecam. Warte mal. Da kommen wir wieder durch. Okay. Ich traue dem Brote irgendwie nicht, deswegen nehme ich jetzt auch noch ein bisschen stärkere Waffen mit mir. Irgendwie, aber nur irgendwie traue ich dem Ganzen hier nicht. So, jetzt schauen wir nochmal, was wir sonst noch so dabei haben. Ob wir möglicherweise was anderes noch wegpacken könnten. Schlüssel? Nee, eigentlich nicht. Das Kampfgewehr sollten wir eigentlich mitnehmen, bin ich der Meinung, weil das ist das Stärkere. Aber in dem Gewehr sind halt noch 5 drin. Scheiß drauf. Wir nehmen das Gewehr erstmal mit, da sind einfach mehr Kuckler drin. Und wenn wir die brauchen für irgendeinen komischen Gegner, dann lieber so, ne? Okay, dann bleibt jetzt so... Scheiße, der Türgriff ist kaputt, sie können nicht durchgehen. Kacke. Da müssen wir jetzt Umwege gehen. Wo können wir dann hier die Treppe runtergehen noch? Natürlich nirgendwo anders. Ach, scheiß doch ins Kanonenrohr. Das heißt, wir müssen dann... Ja, genau. Und das Ganze natürlich mit dem Donnerschlag noch betont. Scheiß doch ins Kanonenrohr. Badabadam. Jetzt müssen wir ganz außen rumlatschen. Da habe ich mir jetzt einer geleicht. Kacke. Dann halt hier rum. Nee, Quatsch. Falsche Richtung. Vorsichtig aber. Aha. Scheiße. Ja, genau für so einen Dreck habe ich das Gewehr dabei. Damit ich dann Rotkopf-Rudi die Birne so wegblosen kann, dass die nie wieder aufstehen. Alter Falter. Okay, dann nehmen wir jetzt aber auch wieder die Pistole. Genau für so Schweine ist das gedacht, aber stimmt. Dann hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass ich den noch hier gekillt habe und nicht angezündet habe, weil einfach Kerosin do war. So, warte mal. Müssen wir so rum. Dann können wir jetzt do wieder den ganzen Weg entlang latschen. Wir können aber... Ach, nee. Nee, das ist zu weit bis dorthin immer. Ich lebe lieber mit dem Ende Kerosin, was man noch hängt, statt jetzt nochmal ewig viel rumzulatschen. Ich meine, wir sind jetzt schon bei 14,5 Minuten fast. Dass ich da jetzt nochmal den Umweg gehe, das muss jetzt nicht sein. Nur für einmal Kerosin. Ich glaube, da ist noch irgendwo ein Zombie, den ich nicht erledigt habe, der da hinten steckt noch. Egal, über den Schrank, über den kann er nicht klettern. Nimi mein Problem. Mistkerl. So, jetzt frage ich mich, ob da noch welche Kumme sind. Oder ob wir hier alle sind. Ich hoffe doch, wir sind alle. Ja. Okay. Alles gut.
Alles gut. Solange das nur so einsame Korridore sind, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ja, Großaufnahme von Jill. Hallo, Sweetie. Und dann sind wir wieder im Dämmbereich, genau. Da habe ich aber alle Walker angezündet. Wobei, wenn wir jetzt schon tatsächlich wieder in dem Gebiet sind, dann kann ich mal hier nochmal ein bisschen Kerosin gönnen. Dann muss ich ja nicht noch mit M reingehen, wenn ich hier das Kerosin in Greifweite habe. Dafür hat sich das jetzt mit dem schnellen Zugriff auf Speichern erledigt. Dann füllen wir auf. Und dann geht's wieder weiter. Ich habe das Gefühl, heute renne ich irgendwie nur im Kreis. Aber hey, wir haben immer hier heute schon eine Todesmaske gefunden. Wenn das nichts ist, dann weiß ich ja auch nicht. Ich renne zwar ewig und 3 Tage nur im Kreis und gucke gefühlt alle 2 Sekunden auf die Karte. Aber immer hier. Es wird. So, jetzt gucken wir wieder dort hier, wo die Derklink abgebrochen ist. Ich denke, Dorei kommen wir noch. Aber zurück kommen wir halt nicht mehr. Da müssen wir jetzt jedes Mal den Umweg latschen. Genau. Dann geht es jetzt noch hier weiter. Hier war ich bisher noch nicht. Hier ist aber kein Walker da. Und hier kommen wir ach so rein. Na gut, schauen wir es uns mal an. Uns fehlt auch noch ein Schlüssel. Ein Helmschlüssel fehlt uns noch. Denn... Ach, do, Motto. Alter, diese scheiß Kameraperspektive. Yes, das allein lass los, du Sausack, du Elender. Ich... Wehr dich doch, Jill. Bist doch ach, Annie. Nochmal. Alter Falter. Natürlich, die Hunde, die reißen halt ordentlich Schaderei. Können wir die Art zünden, oder? Nee, okay, Hunde müssen wir nicht Art zünden. Bin ich eigentlich auch ganz froh drum. Das muss nicht sein, sowas. In der Einbuchtung steht geschrieben. Der Schänder des verfluchten Sages. Das heißt, hier komme ich nämlich weiter, ohne alle Todesmaske gefunden zu haben und was ich dafür im Sarg finde. Okay, das ist schon mal immer hier Erkenntnis. Immer hier. Gerade mal nochmal gucke, was ich noch brauche. Da muss ich noch hier, aber das sind lauter verschlossene derer. Da muss ich doch hier, wo ich ursprünglich noch Kerosin tanken wollte, damit ich in den linken Bereich von der Villa noch komme. Und die verschlossene derer wird wahrscheinlich alles sein, was mit dem Helmschlüssel zu tun hat. Das heißt, wir gehen wieder zurück und gehen in den linken Teil, der linke Flügel von Spencer Mansion und gucken uns dort im Erdgeschoss noch um, weil okay, dürfte ich alles gemacht haben, ne? Wir gucken noch mal kurz. Im OG habe ich soweit alles erledigt, nur brauche ich nur noch die verschlossene derer, welche ich wahrscheinlich den Helmschlüssel brauche, genau. Ohne links haben wir allerdings noch was zu tun. Das heißt, wir müssen im EG bleiben. Und machen uns jetzt auf den Weg in die Richtung, wo der Heißhunger Harry war. Genau da gehen wir jetzt hier. So. Das heißt, den ganze Klumbatsch wieder zurück. Sind wir hier überhaupt noch richtig? Ja, genau. Nur müssen wir jetzt dort hier. Okay. Der Ende Rotkorb Rudi, den habe ich ja schon über der Haufe geballert. Gerade als ich eine Art zünde wollte, ist der... Alter, jetzt leckt mich doch am Poppers. Nee, jetzt... Oh! Jetzt geht aber doch mir hier die Luzi ab. Verschissener Kotzdreck. Okay, wisst, was wir hier machen? Wisst, was wir hier machen? Das reicht mal. Und... Okay. So. Wenn das sonst anders nicht mehr funktioniert... Und wenn die uns hier Gegnerschare entgegenwerfen, genau dafür habe ich die Schrotflinte hier dabei. Alter Falter. Okay, der Ende Zombie, der hier noch in der Gegend rumwurschtelt. Der kann nur Zombie sein. Ja, macht's denn hier die elektrische Störgeräusche? Ich hoffe, ihr hört die nicht.
Dafür habe ich genau, der Helmschlüssel brauche ich dafür. Tja, Sache ist halt die, dass ich hier kein Handy in der Nähe liegen habe. Deswegen freue ich mich, woher die Störgeräusche kommen. Naja, egal. Moment, das war dann dort. Oder ich gehe lieber over rum. Dann machen wir das lieber over rum. Alter Falter. Ja, ich bin schon ordentlich Argschlache hier, ne? Ich bin schon in orangene Warnung-Bereich. Emol halte ich wahrscheinlich noch was aus, aber das wird nämlich großartig lang A-Halter. Falsche Richtung. Ja, die hält sich schon ordentlich die Flanke, die gute Chill. Tja. So komme ich natürlich ein bisschen besser dran. Ich musste nicht über den Außenbereich, ich musste dort hier. Und du könntest jetzt natürlich auch wieder was sein, dass einer von den Zombies hier nochmal rumschlingert. Nein! Mehr als noch ein Alter, wie der rennt! Oh Gott! Können wir Nahzünder? Steht denn gern Nahzünder? Ja. Allmählich wird es echt hässlich hier. Wenn immer mal wieder einer respawnt, wird das Ganze ziemlich ekelhaft. Warte mal. Wir gehen die nächste Reihe. Richtung Heißhunger-Harry und dem anderen Rotkorb-Rudi, die da waren. Ich hoffe, die stehen da nämlich, um Himmels Willen. Weil die habe ich ja eigentlich gekillt. Siehst, wir gehen jetzt immer die Treppe runter. Das bin nur ich. Alles klar. Bitte steht doch nicht. Ich hoffe... dann würde ich eigentlich auch ganz gern Artzünder. Ja. Bei dem bin ich mir nämlich einfach auch nicht sicher, ob der nochmal aufstehen könnte, ne? Dann haben wir jetzt ewig und 3 Tage da liegen gehabt. Aber irgendwann beim ewig und 4 Tag steht er wieder auf. Da habe ich nämlich null Bock drauf. Jetzt gehen wir nämlich erstmal dort hier. Boah. Dann können wir die austauschen durchs Kampfgewehr. Zur Sicherheit. Scheiße, nimm halt einfach der Granatwerfer auch noch mit. Das erste Hilfespray nehmen wir jetzt auch nochmal. Dort damit heilen wir uns. Nee, eigentlich brauchen wir jetzt ja doppelt gemoppelt die Waffe. Das können wir durch Reiskampfgewehr. Der Grotte Giekser, mit dem gewinnt man ja überhaupt nichts. Von daher, der Grotte Giekser kann bleiben, wo er steckt. Brandsätze. Nehmen wir mal mit. Wir können ja mal probieren, das zu kombinieren. Und das waren einfach nur Granate. Wir behalten mal die Brandsätze drin. Weil die Brandsätze könnten dafür sorgen, dass die automatisch verbrannt werden, die Leiche. Und das wäre natürlich nicht verkehrt. Farbband. Wir wollen nämlich noch eine Runde speichern. Ja, da ist er. All die Schreibmaschinen. Natürlich möchte ich den Fortschritt speichern. Das war jetzt halt mal wirklich eine richtig üble Hackmack, ihr liebe Leid. Voll durchgerannt hier durch die ganze Scheiße. Und richtig übel abkassiert überall. Und jede Menge Kadaver weggemacht. Also die ganze Kadaverbeseitigungskommando-Aktionen waren heute. Ich glaube, das nehme ich als Titel. Ich nehme hier ganz gern Alliterationen, habe ich gemerkt, für Resident Evil hier. Und ich glaube, Kadaverkommando oder so wird wahrscheinlich der Titel von der heutigen Episode. Kadaverbeseitigungskommando oder Kadaverkommando. Das finde ich echt gut. Okay. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil Remake, HD Remaster, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich glaube, ich bleibe einfach dabei, dass auch hier mittlerweile nicht nur in der Titel, sondern auch hier im Spiel einfach nur als Let's Play Resident Evil auf Pelzig zu nennen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.